Herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Spiez. Wir haben heute folgende Themen für euch parat. Ein Angriff auf einen Urberner, Berner Seife neu aus Thun und ein Einblick, wie Papier zum Leben erweckt wird. Im Rosengarten zu Bern haben letzte Woche Unbekannte probiert, eine 150-jährige Linde zu fällen. Der Leiter des Baumkompetenzzentrum Bern, der Peter Kuhn, ordnet für meinen Kollegen Max Saladin die Schäden ein und erklärt die Bedeutung dieses Baums mitten in der Stadt Bern. Ja, wir sind jetzt im Frühling, in der Phase, in der wir ja noch kein Laub haben. Also der Baum will jetzt eigentlich das Wasser in die Krone transportieren, damit er eigentlich nachher das Laub entwickeln kann. Wie fest dass er jetzt Laub entwickeln kann und was jetzt genau passiert, das ist im jetzigen Zeitpunkt noch schwierig abzuschätzen. Es hat Verletzungen dran und das wird zu Beeinträchtigungen führen. Wie stark das ist, das werden wir eigentlich im Verlauf des Frühlings, Sommer und bis in den Herbst hinein sehen. Ja, wir haben gesehen, dass der Baum verletzt wurde. Und für uns war eigentlich klar, ja, wir wollten da irgendwie wie einen Schutz bieten für den Baum, dass er nicht alleine da ist. Bäume können bekanntlicherweise ja nicht davonlaufen. Und dann ist es eigentlich unsere Pflicht, dass wir hier den Baum schützen und diejenigen Personen, die hier waren, die sollen das wie abhalten. Mal vorerst innehalten und vielleicht dann jetzt auch merken, oh hoppla, was da wir machen sind, ist eigentlich gar nicht so gut für die Natur und für den Baum. Und im Verlauf des Sommers können wir das vielleicht wieder fortnehmen. Wir beobachten das jetzt in der nächsten Zeit. Und zur gegebenen Zeit nehmen wir es wieder fortnehmen, weil für ewig kann so etwas nicht sein. Für uns ist es wichtig, die alten Bäume können noch älter zu werden, junge Bäume eigentlich auch in eine Situation bringen, dass sie dann eben auch wirklich alt werden können, auch so wie jetzt die Linde hier im Hintergrund. Oder uns ist wichtig, dass wir Sorge haben. Wir wollen Vorbildfunktion ausüben. Also wir haben eigentlich zu unseren Bäumen Sorge, dass wir ihnen die Chance geben, wirklich alt zu werden. Es hat immer Einflüsse, die irgendetwas haben. Und wenn die durch Menschenhand gemacht werden, kann das manchmal sein, dass das unwissentlich ist. Es kann auch leichtsinnig sein. Wichtig ist eigentlich, dass wir aber den Respekt vor der Natur haben. Und wenn wir das haben können, dann können wir auch an die Bevölkerung appellieren und schauen, dass die eigentlich respektvoll auch mit der Natur umgehen. Ja, Bäume sind Lebewesen. Und Bäume sind wichtig für uns. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viele Sachen haben, die in der Natur passieren, mit der Klimaerwärmung und so, werden Bäume immer wichtiger. Also, wenn man das nicht ganz begreifen will, ist das wie im Sommer halt einmal, wenn es wirklich heiß ist, schauen, wo ist es wir wollen, ausser Sonne oder halt der Schatten von einem Baum. Und dann merkt man dann schnell, was ein Baum uns eigentlich zurückgibt. Simone Regli ist eine Schaumschlägerin. Sie manufakturiert Seifen in alle möglichen Tierformen. Wenn es Blub gemacht hat und welche Anfragen eher zum Abschaum gehören, hat meine Kollegin Daniela Dambach für euch herausgefunden. Blub hat angefangen in der Küche daheim. Und zwar habe ich dort auf dem Fenstersims und im Garten die ersten Produkte hergestellt, respektive einfach Sachen ausprobiert, nur für mich und meine Familie. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir dann überlegen musste, ob ich da nicht doch das nicht mehr daheim mache, weil die Kinder, die noch klein eben dann waren, dann abends heimkamen. Und die erste Frage am Mittag vor dem Essen nach der Schule war die Abend, Mami, kann man das jetzt essen oder nicht? Und das darf es ja eben nicht sein bei so einem Produkt. Darum habe ich dann die ganze Produktion natürlich verlegt in eine Apotheke. Und seitdem geht das natürlich nicht mehr in einer Küche und darf man auch nicht, abgesehen davon. Mir macht immer noch sehr viel Freude an den Seifen, dass man ausprobieren kann. Natürlich hat man Rezepte, die gegeben sind, das muss man auch. Man kann nicht einfach da ins Gradwohl aus 7000 Sachen neu machen, sonst müsste man das alles immer wieder zertifizieren. Aber es macht halt einfach wahnsinnig Freude, Sachen herzustellen, wie beim Backen, nur dass es ein bisschen linienfreundlicher ist halt.
Es gibt verrückteste Kundenanfragen, lustige, aber auch gruselige, muss ich sagen. Also die schlimmste Anfrage, die erzähle ich jetzt hier erzählen, weil das ist wirklich, hat mich schon gerade ein bisschen schockiert, war von einem Mann, der hat angerufen hat schon gefragt im Vorfeld, ob ich sitze. Er hat einen speziellen Wunsch oder eine spezielle Idee. Und zwar wäre das gewesen, ob er, wenn er sein Fett absaugen ob er aus dem nachher auch Seifen machen. Und dort habe ich dann schon schnell ein bisschen leer geschluckt und habe dann gefunden, ja, das gäbe keine Verseifungszahl, die ich da berechnen kann mit Natriumhydroxid und menschlichem Fett. Darum kann ich das sicher nicht machen, aber vielleicht fände ja sonst irgendwo noch irgendjemand, der das tatsächlich kann. Die Zusammenarbeit mit Transfer ist wirklich sehr professionell und super. Also man hat hier im Haus alles, was es braucht, um professionell zu arbeiten. Es hat Hygieneräume, also ich bin nicht die Einzige, die hier Sachen herstellen lässt, die einen Hygieneraum braucht. Und es hat eine ganze Mannschaft dahinter, die hier alles professionell aufgleisen und schaukeln und managen. Ich komme sehr gerne hier zu Transfer, so als Auftraggeber mehrmals in der Woche her. Einerseits kann ich hier gleich noch ein bisschen meinem Hobby, das es ja mal war, weiterfrönen, weil ich dann gleich auch im Atelier nebendran im Hygieneraum auch noch ein bisschen Hand anlegen kann. Und wir verstehen uns alle ja sehr gut, dass das wirklich eine gefreute Sache ist, wenn ich komme und sie sehe und sie mich hoffentlich auch. So kann ich das gleich noch ein bisschen jetzt weiterfahren und immer noch umrühren und ummischen und umblubbern. Und das ist natürlich das Schöne daran hier, dass das Haus offen ist für alle. In der Buchbinderei Grimm, in Schaffhausen, findet man neben spundenen Büchern auch Bibeln aus ferner Vergangenheit. Neben Kärtchen mit starken Zitaten auch zeitlose Falltechnik. Die Faltkunst, die von Japan in unsere Kulturkreise gelangt ist, hat Patrick Schmidt genauer unter die Lupe genommen. Da haben wir einfach die Dekoration für unseren Meritstand, einen schönen Stich. Und die Sprüche dort schön vor diesem Stich aufhängen. Und dann wollten uns die Leute immer die Dekoration abkaufen. Und darum haben wir nachher später Postkarten drucken in einer schlichten typografischen Gestaltung. Schwarz-weiß auf dem Karton, der bei uns in der Werkstatt vorkommt. Das ist ein Abdeckkarton von der Palette. Eigentlich wirklich ein Werkstoff. Jetzt haben wir gerade vom Merit geredet. Da machen wir so gedrehte Notizblöcke oder Tagebücher, Fotobücher, Skizzenbücher, Poesiealbum und so Papeterie-Sachen. Aber auf dem Merit ist eigentlich der Aufhänger für die Seitenkarte, dass die Leute auf die Idee kommen, es gibt ja noch Buchbinder, das ist ja nicht nur ein Beruf aus dem Museum, sondern das ist tatsächlich einer, der von dem lebt. Und dann kommen dann manchmal Leute in die Werkstatt, die Bücher reparieren oder ihre Memoiren einbinden oder eine spezielle Schachtel machen. Das hier ist jetzt eine Berner Bibel. Das Papier das ist so aus Hanf und Flachs gemacht. Und das hat oft die Luftfeuchtigkeit so fest aufgenommen, dass es eben die Rücken verklebt hat. Das ist bei diesem Buch auch passiert. Die haben eben die Funktion, die schließen, dass das Buch immer ein bisschen gepresst ist, dass die Seite, das Papier nicht die Luftfeuchtigkeit aufnehmen kann. Und darum hat man das Buch, bevor man es aufmachen konnte, zum Lesen, hat man es aufschlagen. Das gibt auch eine hohe Lebensqualität, wenn man morgen aufsteht und etwas arbeiten kann, was man gerne macht. Darum mache ich eigentlich den Jungen schon Mut. Sie können keine Karriere machen, in dem Sinne, dass sie mal viel Geld verdienen können. Aber es braucht immer Buchbinder für solche Aufträge. Der Buchbinder braucht ja nebst dem Papier noch ganz viele andere Sachen, also der Leimpinsel, die Cherry und das Japanmesser und so. Und ich finde es halt spannend, wenn Papier an sich, für sich selber lebendig wird, also man aus dem etwas machen kann. Die Japaner die haben immer gefaltet für ihre religiösen Anlässe. Das macht es eigentlich, dass man denkt, Origami kommt von Japan. Aber in jeder Kultur hat es ein Papier- oder eine Faltvergangenheit. Oder wenn man an Deutschland denkt, oder an unseren Kulturkreis, da ist die ganze Fröbel-Geschichte, also der Kindergartenbegründer, wo wirklich das Papier intensiv genutzt hat und zum Teil auch Sachen erfunden hat, entdeckt hat, wo in Japan auch entdeckt wurden. In unserer ganzen Digitalisierung haben die Leute sehr Lust darauf, etwas mit den Händen zu machen, das nachher eben noch funktioniert. Also wo man einen Überraschungseffekt haben kann oder wo man ein Aha-Erlebnis hat.
Und am Origami begeistert mich auch, dass so verschiedene Zugänge möglich sind. Ich sage gerne, wenn ich schon in der Schule Origami hatte, wäre wahrscheinlich Geometrie für mich einfacher gewesen. Und wenn man auch daran denkt, dass die ganze Geschichte von der NASA, also die Sonnensegel, das ist alles mit Origami konstruiert worden, dass man die nachher im Weltraum kann aufklappen kann, ohne dass es einen Keder gibt und ohne dass etwas verreist. Und das finde ich einfach ganz einen spannenden Zusammenhang. Also etwas, wo, wenn ich mit dem Kindergärtler so ein Burzeli falte, dass das im Weltraum auch seine Bedeutung hat. Das finde ich ganz spannend. Das war es schon wieder mit dem Blick auf den Tag und dem heutigen Panorama. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr unter www.plattformj.ch und natürlich in unserer App. Jetzt seht ihr noch das Wetter mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Meteo News. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis gleich. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Ihrem aktuellen Plattform J-Wetter für den Kanton Bern heute am 19. März, ein Tag vor dem kalendarischen Frühlingsanfang. Und passend zum kalendarischen Frühlingsanfang morgen bestimmt es Hoch mit recht trockener und frühlingshaft milder Luft unser Wetter. Morgen am Morgen verwachen wir im Flachland besonders entlang von den Gewässern und in Mulderlagen mit Nebelfeldern bis zum Mittag lösen die sich auf. Sonst gibt es einen sonnigen Start mit Schleierwolken. Morgentemperaturen die sind recht frisch. In Bern starten wir mit 3 Grad in einen kalendarischen Frühling. Am Nachmittag zeigen sich dann viele Schleierwolken. Dadurch wirkt der Himmel oft milchig. Dennoch kann sich die Sonne gut in die Szene setzen. Trotz teils fahlem Sonnenschein. Und es ist wieder Zwiebellook angesagt. Nach dem frischen Start treffen wir uns auf frühlingshafte 17 bis 19 Grad freuen. Lokal sind euch zum ersten Mal in diesem Jahr im Norden euch die 20 Grad nicht ausgeschlossen. Im Flachland da haben wir wenig Wind und auf den Bergen geht ein schwacher Wind aus meist westlichen Richtungen. Und für den März ist es in den Bergen sehr mild. Die 0 Grad Grenze liegt auf 2800 bis 2900 Meter. Ja, nach diesen frühlingshaften Tagen wird es am Donnerstag unbeständig. Besonders entlang vom Oberland gibt es Regengüsse. Der Freitag wird nach Nebelfeldern wiederum recht sonnig, bevor es am Wochenende unbeständig und besonders am Samstag häufig nass wird. Und es wird deutlich kühler. Die Schneefallgrenze die sinkt unter die 1000 Meter. Die neue Woche startet nach letzten Regengüssen, nach aktuellem Modell, meist trockener und nach wie vor mit einem kühleren Mix aus Sonne und Wolken. Ja, das war schon wieder von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Frühlingszeit. Oder miteinander.